Eggi? Eggi? Der Huster wär nicht abflotten und da hab ich mir gedacht, ich kick mal rein. Frau Thomas lügt nie ab, Frau Brückner. Ich hab wat mit ihr zu besnacken. Ach. Wat wichtig. Sie ist nicht zu Hus, Frau Brückner. Schott. Ja. Und sie, Paul, sie gibt sich mir einen guten Jung zu blieben, ne? Oh ja, Frau Brückner, mit mir gibt das kein Maleschen mehr. In alle Jahren gibt das ein Bachmaleschen mit dem Niedersieren Tus. Ist das wohl? Also mit mir nicht. Ich bin auch erst deswegen hier. 16 Mal wär das nicht der nette Herr von der Fürsorge, der von Titian Hus gekommen ist. Herr Albert? Mi Töchte kamen für ein Rinkum sehen, als ich Plisch und Plum fordert hab. Wohin hat sie fordert? Plisch und Plum in bald Wellensittichen. So. Denkt sie mal, ich hoffe, geht mi wie am Tumellen letztweg. Oh nee. Ja. Schon, nun wohl hier wohl noch kicken, weil ich noch hier bin, nicht? Für einen Augenblick hab ich gedacht, Was? ich mein, so mit Metzrüm zu fuchteln, das ist doch gefährlich, ne? Oh ja, Frau Brückner, das ist gefährlich. Und ich schau mir auch, dass ich das dumm vom Malen Dorn hab. Ja, siehst du doch für ihn, das gefällt mir. Oh ja, Frau Brückner. Weißt du was? In den Karkon, das hält. Ich go jeden Tag. Sind doch zweimal. Ja, sie können so nett und höflich wehen, wenn sie bloß 12. Danke, Frau Brückner. Ich kann einen Augenblick sitzen und töfen, Frau Thomas. Und wie unterhalten Sie dessen bin, ne? Weißt du was? Weht sie was, Frau Brückner? Ja? Gut, sie tun Dübel. Hab ich was falsch gemacht? Nee, nix. Ich kann sie bloß nicht utstone. Und ich mach auch all die Derten nicht in ihr Hus. Arme Jung. Arme Jung. Arme Jung. Schönen Abend noch, Frau Brückner. Und gründen Sie auch Plisch und Plump. Oh, die Menschenskinder, hol die Sammel! Op deze stoel is er niks om binnen ombrouw. Was heißt, ihr habt den Inbrecher nur endlich kriegen, die Bohrmann letzte Weg den Lohn udrübt hat. Haha, blutige Amateure sind da du. Ich hab doch nix anderes gebrucht als mein Hand und mein Ohren. Ja. Ja, so was wollten feuern. Verstehst? Oh, verdammt, der Arthritis. Oh. Und die Arthritis, da. Oh, es ist traurig noch, wenn der Mensch die Profession aufgeben muss, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wegen so was. Du weißt Albert, das ist eine riesige Bälle. Du, da unten! Ich kick hier rüber, dann macht mich ganz kribbelig. Aua. Paul, du weißt, das ist mein Stuhl. Oh nee, so ein Schiedwetter aber auch. Kannst du Hand nicht vor Augen sehen. Welchi war der Fischhöker von nebenan für grüne Heringe verlangt? Was? Das Pfund 2,50 Mark. Ist ja doch mein Stuhl. Das Pfund! Ich hab doch gesagt, ich bin doch kein Millionärin. Und wenn ich so viel Geld habe, würde ich erstmal eine Weltreise machen. Gut. Von nun an war ich wie Frank in Köpen. Der trägt die Torsorg, das fällt über die Ohren. Aber was hey hat, ist Qualität. Ach, soll ich die was helfen? Was ist denn mit die? Wieso? Nix. Meistens hast du was anstellt, wenn du mit den Hölp anbogen hast. Ich auf den Stuhl sitze, ich schon viel Eten. Nur, wenn das Eten um den Tisch ist, sitzt du da, mein Fiede. Und nu kein Diskurieren mehr. Ja, ja. Weißt du was, Eggi? Meine Arthritis war nur besser. Glaubst du? Ja, ja, nur wegen kann ich die Finger so weiter bewegen, du. Du hast all aufgehört, die Finger zu bewegen, als du für dein Jahr das letzte Mal unten Knast kommen bist. Du hast du eine gute Stellung, bezahlst prompt Kost und Logis und so scheint er doch blieben. Komm bloß nicht wieder auf krumme Gedanken. Nachtwächter. In der Seidenfabrik. So was nimmst du gute Stellung. Bin glibberig, nicht? Jeder ein nimmt die nicht wie all die Förstrafen. Will die nix in. Ach, ist ein hier wen, als ich weg wär? Bloß Frau Cornelia.
Ach, und dann hätte die Bewährungshelfer entgegen. Herr Albert, was hätte ihr gesagt? Was die Jünger sagt. Korb hoch, Korb hoch. Hey, will für das Eten noch einen Nähen bringen? Nee, so. Sag mal, du wolltest Schröder sie in Koma werden vermieten. Du hast mir noch gar nichts von gesagt, du. Doch, Herr Wick. Hast du, Albert, gesagt, dass du immer noch ohne Arbeit bist? Nee. Aber er hätte doch gefragt. Ja. Und was hast du andert? Ich habe ihm gesagt, dass ich Arbeit habe. Hey, was Nachfragen und König waren, das weißt du doch. Was geht mir das an? Aber so was dein doch nicht. Paul! Paul, hör zu. Ich hab mir einen Freund besucht. Der ist in Horben als Förarbeiter bei so einer Speditionsfirma. Der kann vielleicht was für die tun. Und wenn hier gut kriegt, dann ich Bewährung habe, jaucht ihr mir doch Tondüvel. Läuft man nicht, du kannst sie für die Arbeit drücken. Ich geb dir einen Goldenrad. Go hin und snack mit dem. Oder wollt du wieder auf so einen Schrottkorn? Ob See? Mein Vater wäre ein Vornsmann und des Guten blieben. Ich will da Torwart bringen. Oh. Und willst du, was ich da? Oh. Ich geh nach Hamburg, zum Fernsehen! Geld, Trudfude! Oh, Lude, Trudfude! Oh, Lude! Paul Lappmann Show, ist das nix? Du hättest sie gerade auf die Luren. Oh, du willst doch gar nicht, was in die steckt! Oh. Nicht der will es spielt! Ich flüge mit der Mischlau! Du bist ein Stunden! Tja, Paul denkt bloß an sich. Paul. Herr Schröder, hättest du auch schon mal beklopfen. Aber nu ist Herr Schröder ja nicht mehr bei uns, nicht? Go singen. 5 Jahre hätte ich kriegen. Und ich hab gedacht, er ist kuriert von diese Krankheit, der arme Kerl. Gräsig, was er da tun hat. Gräsig. Hör auf mit dem Gräsig! Na, Entschuldigung, was er da tun hat, dann wäre doch gräsig. Mach Oder rein. nicht? Hey, kann nicht anders. Von sich gut. So was giftet. Viele denkt doch mal über nach. Mann, er wäre 75. Mutter hat noch eine lange Haare gehabt. Du bist 5 Jahre. 75. Also ich kann mich besinnen, dass ich das letzte Mal da bin. Es ist nichts mehr über für mich, mein Fiede. Das gäb mal einen Titel, hab ich gedacht. Du magst mir einen Heiratsantrag. Na, aber noch Pört Schuld, so hast du. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Lach mich tot. Paul, in Don't, wo kein das ist, weiß höflich. Ja. Und bitte mag die an den Kantöbel. Hey, stellst du nie sauber. Ich hätte nie sauber. Hallo, Ecki, du Südwied. Jümmerin, Herr Albert. Danke. Dann kommt sie, Mann. Ja, das ist Ihre neue Mieterin, Anna Kirsten. Freut mich. Aber wie uns war platznackt, versteht sie doch, oder? Tja, das ist die Kummer. Ist nicht viel bin, aber sie wart sich das sehr kommodig machen. Sie wart sich das kommodig machen, ja, ja. Das Bett ist für Wiss nicht das allerbest. Na ja, erst mal probieren. Foton Düvel ist Fide. Ein Augenblick. In 2 Minuten bin ich wieder zurück. Ach, kommt sie doch bitte mit, Herr Albert. Sie ist eine gute Frau, Anna. Es ist kalt hier. Kopf hoch, Kopf hoch. Gut, Fide. Du stichst nur nach oben und holst die hübsche Bettdeck wieder runter. Was denn für ein Bettdeck? Die Bettdeck und die Kummer von nebenan. Los, hol sie. Aber kurz sie doch singen. Danke. Aber du hast mir doch gesagt, ich kann sie haben. Helwig, ja. Aber da wird man nicht wissen, dass der Name wieder eine junge Frau ist. Ob das noch? Warten froh hier bei uns? Aber das geht doch nicht. Nee. Nur hört mir mal go to, ihr beiden. Ich hab für das singen. Macht jo dat. Los, bring den Deck her. Und du, Sheldon, kann tüffeln. Das war ein schön Kuddelmuddel geben, du warst singen. Auch nicht mehr als nu mit jo. Ich will wohl jemand hier von Achtern und von Fern bedenkt, hä? Das wäre doch ein Job für mich. Kellner. Nee, danke. Sie habt ja auch Arbeit, oder? Man kennt Bang. Ich war arbeiten, wenn ich die Arbeit finde, die Tommy passt, die meinen Fähigkeiten entspricht. Herr Albert. Dann töft sie mal nicht so lang. Sie weht doch, der Teufel findet Arbeit für faule Hände. Für diesen Rat bedanke ich mich. Das hätte ich noch nicht gewusst.
Paul! Hey. Mit Paul ist nicht so ganz einfach umzugehen, wa? Hey, ist ein Becken durcheinander. Stört sie das, wenn ich will, dass mir nicht mag? Natürlich nicht, Eggi. Aber Gott, sie doch sitten. Ja, danke. Der junge Dern. Hätt sie was anstellt, was ich nicht weten darf? Sie hätte nichts tun, was nach den Buchstaben des Gesetzes besorgniserregend wäre. 3 Monate mit Bewährung hätte sie kriegen. Wo kommt sie her? Und Hamburg. Ah. Ihre Profession hätte sie Fucken wesselt. Zuletzt wäre sie Sekretärin in Waisenhus. Sie hätte sie dort entloten. Nun mochte sich man keinen Gedanken. Ich kümmere mich allem de deren. Redig doch, Eggi. Und Sorgenkinder sind wie sie bestens in der Brücke. Ja, wenn sie denn hier noch wohl schrieben wird. Schaut bloß, dass nicht alle Leute so denkt als sie. Ja, gibt er denn Lüt, den? Hier in Düsseldorf gibt das nicht 1 oder 2 der Golden Dach sagt. Ach. Ist noch nicht allzu lange her. Da habt ihr eine Eingabe an eine Stadtmogt. Und warum wohl? Wegen Wertminderung der Häuser. Mein Hus wären Habach für Asoziale. Also da ist ja ein Schandol, ist das ja. Ja, und nun ist halt wieder was im Gang. Ach, warte. Genau weiß ich das noch nicht. Aber als ich vorhin in den Selbstbedienungsladen käme, da haben ein paar von den Leben noch was Lüd erköpft hab. Als sie mir wies worden sind, gingen so umeinander und grinten mich so an, so richtig finint. Eggi, ich glaub, ich weiß, was hier los ist. Töner, warum mir das fragt? Die Gesellschaft, die dann alles hier zuhören leid, die will die ganzen Hüs hier nicht drauf verkaufen. Verkaufen? Ja. Aber ich hab doch alle Jahren hier gewohnt. Und na, das Gesetz ist das nicht möglich. Nur das Gesetz, Eggi. Ist das möglich? Ja, das bleibt mir leid. Aber das hält Köpen oder Utrecht. Köpen oder Utrecht? Ja. Ja, weiß sie denn auch, was der Hemd will? So 51.000 Mark. Das ist doch nicht zu glauben. Doch. Der Verkauf bleibt aber ein Makler. Ja, und wenn ein Köper das Geld auf dem Stutz nicht hat, dann kann er das monatlich mit 450 Mark nachbetonen. Ein blut aber lieber so an die 10% als Grundsumme. Wenn das stimmt, was sie mir da vertellt, dann werd ich nicht, was ich tun schall. Und mein Mieters? Was war tut mein Mieters? Ich hef nix auf der hohe Kant, nix. 25 Jahre hab ich hier gelebt. Ich bin hier zu Hus. Ja, ist du denn nicht ein Mensch, ist du nicht ein Mensch, der sie was lehnen kann? Nee, ist nicht. Ach, kon angehen dat? Ja? Nee, ist nicht. Vielen Dank, ob dat Sie mir das sagt habt, Herr Albert. Und kein Wort zu min Lüd. Der macht sich bloß Gedanken. Wenn mir tut das so was infällt, lohnt ich sie das reden. Och, ein Tass Kaffee können Sie aber noch trinken. Sie habt mein Paper nicht noch gar nicht probiert. Hüt mich, Eggi, vielen Dank. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Ist gut, Fide. Ach, der Fisch. Wer ist da? Keines Tor. Da hat mich leid, wenn ich störe, Fräulein. Aber Eggi hat mir gesagt, hier wohnt nun ein junger Dom. Und da habe ich mir gedacht, die hübsche Bettdecke, die können Sie wohl gefallen. Danke, Herr. Mein Name ist Wolters. Friech Wolters. Aber sagt Sie mal wieder zu mir. Sie hat noch nie von mir gehört? Nee. Ach. Ja, das ist reine Seide. Ja, ich bin vorher gut bekannt, wenn ihr das gegen viele Wolters. Und die haben mir nie nicht fortkriegen, wenn er bei mir mit dieser gräsigen Arthritis anfangen hat. Von Weg hätte ja noch ein Mann wohnt.
Wer 75. Was der tun hätte, das wäre gräsig. Der hätte... Das sagt mir nichts an. Und der junge Bengel, der Paul Lattmann, der ist mit dem Messer auf eine junge Frau los. Und was hat sie angestellt? Danke für den Dick. Ja, was hat sie angestellt? Ich bin wie gut packen. Oh, also freundlich sind sie ja nun gerade nicht. Bitte Gutze. Ja. Ich verstehe halt. Ich hab die junge Dame den rüber. Eggy, ich hab die junge Dame den rübergebracht. Den Glück aber auch. Ja, viel hab ich schon hier da rumkriegen. Du hast das aber versöcht, nicht? Oh, Hardy, das ist aber bannig kalt hier. Ja, nix tun Böden in Hus. Nicht ein Brikett, kein Holt, nix. Der arme Deren wat war nicht frieren. Die hört doch die schöne warme Tee, klar gerade nicht. Nicht mal Fleisch hab ich in der Suppe. Dumm ihn gefallen und lob noch mal los. Bist doch der Beste, mein Fiede. Weil wir mich aus dem Mangdol sind, Mann. Oh. Ja, hol mir Lüde Fleischwurst. Aber sech, mehr als 2 Mark darfst du nicht kosten. Der Nebelputten ist gar nicht gut von mir. Arthritis, du. Du hast aber doch sech, das wart nur Bäder. Oh, ja. Also los, Fiede. Mann. Und Fiede, Was ist das? betrol dat auch. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Ja, der. Ich hab's euch nicht vergeten. Würdest du denn nicht gut packen? Doch. Och, nur hätte ich gern Namen vergeten. Anna? Anna Kirsten heut ich. Ach ja, einen hübschen Namen habt sie. Anna Kirsten. Das ist kalt hier, ne? Ich will von oben noch Feuer anböten. Habt sie nicht Lust, mit mir in die Küche zu gehen? Da ist das kommodig. Ich will gut packen. Was sie meint? Frau Thomas? Ja. Ich will für mein Koma betonen. Das hätt Tiet. Erstmal besorg ich seinen guten Arbeitsday und dann snackt wir über die Miete. Ich betone nu. Ist später so. Beto hat noch kein von meinen Mieters freiwillig Geld gedrückt. Ist gut zu mir deren. Danke. Und, 16 der anderen doch bitte. Ich will allein wen. Ist aber doch nicht bös meint, wenn sie so ein Wenn ich was will, dann frag ich selbst, Frau Thomas. Gut. Gliecksgift hat was zu eten. Ach, Sie sind das, Herr Dr. Meier. Schönen guten Abend, Frau Thomas. Sie hätten einen Mieter, hätten die Herr Albertsecht. Stimmt. Da ist sie. Oh, hallo. Anna, Herr Dr. Meier ist hier und will mit sich snacken. Ich brauch keinen Doktor. Der Doktor hat mich noch piesackt. Das sieht aber meist so, das können Sie ein paar Pfund mehr auf der Rippen verträgen. Wo ans ist das denn mit den Slope? Bestens, danke. Na gut, in Ordnung. Wenn das nötig ist, dann komm ich, ja? Guten Abend. Ach, ich gebe Ihnen ein Rezept für eine Kratzbürste, dass sie sich beruhigt. Und wenn sie nicht slopen kann oder wenn sie kribbelig war, dann lang ein Tablett, ja? Ich glaubte, deren mach sei nicht. Da kann ich mit leben. Die Hauptzug ist, sie hat mich lieb, Eggy. Was schallert, hä? So. Wo geht's sie dazu, Eggy? Kann ich klagen. Und die Medikamente, die ich verschrieben habe, nehmt sie dir auch? Ab und an. Hab ich mir doch gedacht. Ab und an braucht der Mensch auch ein Lütbeten Rau. Ist das Chlor? Nee. Wer rastet, rostet. Soll ich sie mal sagen, was ich glaube? Das kann ich mir halt denken, was unverschämt ist. Sie sind eine Frau mit Vergangenheit. Überrascht du das? Wie mein Öller? Ja, warum vertellt sie eigentlich nie nicht was von sich selbst? Mein Mieder sind mit Boven in voll mit Probleme. Und das sind auch mein Probleme. Ich kann sonst nicht klagen. Der Mensch muss doch mal an sich denken, Eggy. Ich tau, was ich kann. Eggy, sie dürft nicht so viel arbeiten, das ist nicht gut. Wenn das eins ist, was Sie mir zu sagen habt, der Dr. Meier, den Sport zu sich man de Müll. Ich hef mich um mein Lüt zu kümmern. Und ich will das so. Kein Mensch hat mich gezwungen. Mi macht das Spaß.
Also Ligas begrieb ich nicht, warum haben sie das eins tot? Wie diese Menschen Held brugt. Darum. Solang ich noch gruben kann, gebe ich das hier nicht ab. Ecki, ich muck mich Sorgen um sie. Ja, das weet ich doch. So, und nun will ich erstmal mein Visitengeld verdienen und den Blutdruck mäten. Nu? Sie hätten mir 180 bräucht. Der schöne Apparat geht doch im Moors. Pardon, im Plump, soll ich sagen. Eggi, eten bald Chlor? In Hunger. Bist du krank? Mein Ole Zeicher Durchfall. Das komisch, ha, ha, ha. Als ich noch nicht wäre, wollte ich auch mal Doktor waren. Wirklich? Also, wenn ich nur wünsch, ich habe mir das zweimal überlegt. 165 zu 90. Naja. Und denkt sie da über no, was ich sie gesagt hab, ja? Ja. Gute Nacht, Eggi. Gute Nacht. Und nix für ungut. Gute Nacht. Die schmeißen mir nicht wieder auf die Mauer mit dieser Asoziale. Dedor, die ist genauso als meine Mutter. Die hat mir auch immer bang gemacht, mit tu dies nicht, tu das nicht, sonst holt dich der Biber Butzemann. Was tönst du da? Mir hast du doch vertellt, du kannst dich nicht auf die Mutter besinnen. Nee, das will ich auch nicht. Sie sehen's doch, es abhaut und hätt uns allein loten. So einfach abhaut. Verdammt, lieber Volk! Vielen Dank auch für die Blumen. Aber du doch nicht, Eggi. Du bist doch die ganz, ganz große Ausnahme. Willst was, du Hus? Du bist doch so was als meine Mutter, nicht? Wer ich die Mutter? Denn däst du hier nicht so rümlungern, mein Junge. Hier mal schön arbeiten, eine gute Stellung und eins doch so. Aber verleg doch mal. Ich kann ihn söhnen. Ja, blieb mal schön auf dem Phone. Fleischwurst, Oh, Eggi. danke, Fide. Und das hast du da? Da? Ja, das. Ach so, ja, da. Ich ging door de Strootol und da ligt er da ein Rundstein. So, in Rönnstein. Und was ist doch wohl denn? Ne tolle Kat. Ich hab doch noch gar nicht reingekriegt. Dann kick doch mal rein. Pass aber, ob das sie die nicht runterbringt. Vielleicht ist sie bloß benüsselt. Oh, was ein Zufall. Köln. Köln. Die kommt das doch gut zu Pass, nicht? Ja. Und wo nehmen Hessen Sack von? Hab ich doch gesagt. In Rundstein. Hat wohl einer verloren oder so. Oder so. Hast du ein Dusel? Ja. Was ein Zufall, ne? Ja. 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 Tja, Paul, dann mal los. Du griffst ihn nur den Sack und muckst vier in die Kummer nebenan. Das kann viele doch tun. Ich hab mich nur just einmal da gesagt. Nee, Paul, du muckst das. Und wärst freundlich. Vergeht nicht an die Tür zu kloppen. Wenn ich mal Läschen krieg, der macht bloß wegen so ein Frauensmensch. Der bringt uns Ärger. Ist so richtig mit? Danke. Hey, Paul, ich hab die Zeitung noch gar nicht umgelesen. Gib mir die Zeitung weiter. Paul, die Zeitung! Wies mir mal die Hand wieder. Diese wird also unschuld, du. Lauf mal sehen. Für Elten schrubbst du erstmal die Poten, ist das Chlor. So viel waschen ist nur nicht gut für die Arthritis. Morgen, dass du nach Boven Doch, kommst. der hätte gerade Kohle, wo der ist nicht gut. Ja, du. Darf ich für mocken? Das kann ich allein. Danke. Oh, pardon, Madame. Bitte. Ach, habt ihr alle Arbeit? Nee. Ich versuch, dass sie das wegen. Aber leider. Oh, ich bin Musiker, biet Fernsehen, ja. Und wenn da nichts ist, dann spiele ich auch Theater. Ja. Ja, ich schrieb auch. Für Zeitungen und so. Hört sie mal gut zu. Wenn ich hier für anböten will, dann könnt sie froh werden, weißt Sie? Helf ich sie doch um beten? Ach, wenn das so ist.
Dann mogt sie das, Mann! Die kann's hier wohl nicht all. Ich will doch zu Hilfen mogen. Kratzbrust. Wärst du denn auch freundlich? Eten bald klar. Du hast noch Nachtisch und kannst mal nach der Apotheke loben und das besorgen. Das ist für die Kratzbürst von nebenan. Kann ich sich die verdammte Medizin nicht Sulfen holen? Nu, Mann, nicht so obstinat, junger Mann. Du hast keine Arbeit, bezahlst die Miete nicht, kannst mir also Gurkenbänk per Hand gehen. Putzlappen oder was? Oh, nee, Fide. Was hast du da bloß wieder für ein Zwienkram mogt? Mit den Keulen. Du bist zu Fuß. Du, ich hab nicht mag, dass Ich du... tat mir leid, wenn ich dich verjocht hab, aber die Sorge ist hochnötig. Um was geht das denn allwetter? Tja, ich weet nicht, wo ich anfangen soll. Du hast mal wieder kein Geld, nicht? Tja, ich weet auch nicht, worum ich nicht zurechtkomme. Juste Mann in so'n Boot sind ich auch, Conny. Ich hab nicht ein Pen auf der Kant. Oh, geh doch mal weg. Nutzen pur Mark, Ecki. Allerdings krieg ich min Pension und dann betone ich dir das Fuß wieder zurück. Kannst mich löwen, Ecki. Bitte. Ja, ab und an. Das kann ich nicht abstriden. Ab und an hab ich ja mal was zurückkriegen. Es steht eins und das Buch, ob Heller und Pen. Du. Conny, ich weet nicht, was du mit dem Geld mogst. Ach, Ecki, ich hab doch min Kinder zu versorgen. Sie sind nun mal min Ein und Eins. Von doch hab ich Plisch und Plum das letzte Korn geben, das ich noch hab. Und min Katten, einmal den Weg kriegt sie ihr Leber. Das gibt einen Wegfällen. As sieht ist das denn. Conny, du übernimmst die mit den Menagerie. Ach, Ecki, ich wär doch allein, wenn ich min Söten nicht um mir hab. Manchmal wünsch ich mir, ich hatte Kraft von mir, das hast du Kost und Logis zu geben. Aber min Hart muckt doch nicht mehr so mit. Was ist denn das mit dem Mal? Dein Hart mogt nicht mehr mit? Ich hab immer gedacht, du hast Rheumatismus. Oh ja, doch, min Rheumatismus hab ich auch noch. Hab mich auch gewundert, wenn du die von dem Trend hast. Nee, Conny, Korda von Gold, pumpen anderen an. Die pur Magd, die du mir geben hast. Ich hab mehr Freundinnen in Noverschap als du. Und das will ich die Sängergarte, Thomas. Die Leute sind bloß so freundlich zu die, wie ich zu die holen, du. Zu die und zu den Mieters. Worin wohl auch nicht? Wie mag doch kein Ärger? Wie nicht, Cornelia Brückner? Na, ich mein beten wohl. Ob meiner Orten. Das sind Leute nicht verstört, was du hier so magst. Was ich hier so mag? Ja, ich mein, hütigen durch sind die christlichen Tugenden Wohltätigkeit, Vergebung und Toleranz. Nur mal einfach vergeten. Ich tu jümmers min Best. Conny, ich hab kein Tiet mit den Vertrag über christliche Tugend und was weet ich anzuhören. Ich muss das eben um den Tisch bringen. Ich weiß, ich bin nasche Person, die sich viel zu viel um ihr Freund kümmern weit. Nu spiel hier nicht so'n Theater. Du hast doch kein anderer Mein über mich und mein Mieters als der Norwerslied hier in der Straße. So ist das mein Liebste. Hab ich immer was mogt oder was sagt, was gegen die ist? Nee, hab ich nicht. Nicht nur als vor 10 Jahren mein Perlenring verschwunden wär. Bin ich nur der Polizei loben? Nee, bin ich nicht. Den Perlenring hätt sich doch angefunden. Ich bin Standepay mit in den Hus und mang all den plönnen Leichen. Ja, du hast so Bock mit der Tür in so was. Das löf ich nicht. Ich mein doch bloß, kein Mensch kann von mir sagen, dass ich intolerant bin. Und Ecki, auch dein Geheimnis. Was ist damit? Ich hab das nie nicht verraten. Kein Mensch hat das zu beten kriegen. Wär auch dumm von mir, die das zu vertellen. Ecki, ein brugten Menschen, den er vertrauen kann. Und wo keines wo beter als befreundende ihn versteit und auch vergeben deit. Hef ich die beten mit dit oder dat zu vergeben oder zu vergelten? Was ich tun hef, geit die und nimmst was an. Mag die dat? Ecki, du deist mir Unrecht. Conny, kann nun mal nicht ab, wenn hier in min Kök rumquäst war. Also gut. Du hast 20 Mark und nu treck auf. Ich hef zu tun. Ah, Guten Abend, Herr Wolters. Na, Frau Brückner. Geht's dir das gut? Danke, ich kann nicht klo, muss ich.
Ach, mein Rheuma hat sich durch die Nacht bei der Menge. Oh, da könnt's aber von Glück sein, dass das kein Arthritis ist, sowas wie mich. Mein weh doch langt mir. Ja, aber Arthritis ist ja viel länger als Rheuma. Der Doktor hat sich alles noch nicht krank. Ich will hier kein Skied anfangen. Ist wohl auch besser, wenn du die Billeten auf der Beine magst, sonst gibt das hier noch was. Bin all weg. Danke. Gute Nacht, Frau Brückner. Da gibt Nebelbuden. Oh, ich mach nicht wie Nebel. Nachts in der Fabrik wehen, du. Bist mal so gut. Und sagst Anna, das Eten ist so weit. Und wir mich just im Mandol sein. Und benimm die Wittisch. Da links, da um dich. Ich gebe dir das Recht. Vergeht nicht, die Dirn ist Fremdtier. Sie fühlt sich zum Beten allein logen. Ach, Anna, komm zum Mund sitzen. Ich denk doch, sie habt Hunger. Arthritis ist doch viel länger als Rheuma, ne? Eggi, hast du gehört, Eggi? Der Hüschen ist dort verkauft. Was? Na und? Darum brauchst du dir doch nicht so abzuplustern. Na und, sagst du? Begrieb doch! Du schaffst das Hus Kölken oder Rutje, so ist das, Eggi! Das Geld hast du doch, oder? Dreh mal durch die Raden. Ne. Und wo nehmt soll ich denn nur hin? Ich hef dat wusst. Ich hef dat wusst. Ein Froh und Hus, das bringt kein Glück! Das bringt kein Glück! Oh nee, Paul. Du bist wie eine schöne Hölle. Ich hab bloß kein Geld, wie du nie betolst. Wegen die kann ich nur unter die Brüche schlucken. Dann fang mal nur an und pack den Plünnen zu hoch. Borderfinger! Borderfinger! Sagst du nie Borderfinger! Hey! Eggi, du schickst mich doch nicht in so ein Heim, oder? Chlor, und ich fahr wieder zur See. Hör mich noch mal. Ich hab hier mal gedacht, ich hab 2 Mannslüge in mein Hus. Wie mir werden zig Mieters in all die Jahren. Und jeder ein Hand so ein Augenblick überlegt, woans kann ich Eggi helfen? Hier aber hangt schon an mein Schirtenband und quäst rum. Die Schlappsterken. Kommt sitten. Paul, morgen gehst du in der Spedition wegen Arbeit. Was denn für Arbeit? Anna Weg habt wie den ersten und da betreut so wie den Kostgeld. Oder du kannst sehen, wo du aufbliebst. Habt ihr uns was tun? Ja. Aber wenn ich... Und du hast ihn sammelt wieder. Ich will dat Hus kaufen. Mir wat albert Infall. Guten Appetit. Mein Zeit, Fide. Du vertell mir nicht, du hast empfunden. Hedwig! Hedwig! Leg wohl taufällig wieder in Rönnstein, oder? Wiss und wahrhaftig. Oh, nee, Fide. Danke. Na, dann macht jemand an der Arbeit. Ja. Sieht meist so gut, als hat ein Plunderbillet ein Date. Oh. Ein Don't, für dit fest langt das noch. Hey, mein Lieben. Die glimmert so schön. Eggi, hast du denn das Geld jemals noch nicht so hoch? Nee, hab ich nicht. Ich hab eins versöcht. Mehr kann ich nur nicht tun. Halben Tag dort putzen. Paul hat sie 2 Monate in faste Anstellung. Und auch für Anna hab ich was in der Kleiderfabrik besorgt. Was wollt du noch? Hier bleiben, Eggi. Ich muss hier bei dir bleiben. Das weet ich doch. Ja, und wenn sonst nur vor der Tür sitzt, was du denn alles die für mich finden? Ach, Fide, 100. Du hast Arbeit, bezahlst Kost und Logis. Jeder ein wär glücklich, so einen Mieter zu kriegen. Ob den Bett magst du selbst? Muck die beiden, denn ihr Bett nicht selbst. Bloß Anna.
Warum wär sie denn noch nicht mit Eden? Sie verkrüppt sich in der Kurve und snackt nicht ein Wort. Das haben wir nach oben. Ich will wirklich nicht, weil ich von den Deren holen schall. Oh. Mahlzeit, was ist denn du? Oh, nix. Gar nix. Mit einmal wär mir so ein Becken zwiemelig. Ich hab wohl die Balance verloren. War das denn nur Bilder? Ja, danke. Was klatter ich auch auf dem Stuhl? Mahlzeit. Hab ich mich verjogt. Nun mag nicht so ein Theater, Fide. Ist doch nichts passiert. Kick mal nach, was du noch Smokingkarton finden da ist für einen little Baum. Ich trink wie dessen Glas Wasser. Ich weiß nicht, was ich glaube. Und die ist das schiede Kohl, wo er mich abblieben darf. Du hast gar nichts von mir. Fide, du weißt, ich mach nun mal kein Lüt, diese Kleid dort. Hallo! Oh. Weihnachten, was? Smok, ne? Für die Kacke habt ihr Choräle gesungen. Wir können einfach mitspielen. Das hätte ihm gefallen. Zu Weihnachten ist das nun mal so. Denn sind die Menschen freundlich und verträglich. Tja, und das Nordfest ist eins, weil das wäre nichts wegen. Ja. Hallo, Figeminion! Ach, Eggi, hier ist das Geld. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Hier ist das Geld für Kost und Logis. 2 Monate. Warum muckst du denn die Bett nicht selbst? Was hat das denn zu bedeuten? Warum muckst du denn im Bett nicht selbst? Hä? Was schall das? Oh, mein Jung, das ist aber zu viel. Der Rest ist für den Sportpott. Danke, Paul. Kommt ordentlich was zu hoch. Nee, das langt noch nicht. Aber sie im Bett kann er noch liegen, Sirs, morgen. Da was eh. Mein Gott, Fiede, Daumin gefallen und Togger ab in die Zwinkerich-Sepenfabrik. Ich trink hier noch erst meinen Kaffee. Ach, würd Sie beten, wo Kelly heute Nachmittag in Horden trocken, hä? Na, Unsere Prinzessin auf der Erbse. Anna? Was hast du im Date den Horben zu tun? Das will ich nicht. Sie seht doch im Mund und hätte so fest kennen Grund. Das wär so gegen fair. Ich will dich helfen, sie mag dumm Tüch. Ach, wat? Ich kenne so Ort von ruhig mich nicht an, wär's. Die Ilzig in sie sind wat Besünners. Just so was, Lilly. Wo kennst Lilly denn, du Allwetter? Lilly wär min deren Bodderfinger. Borderfinger, wie? Oh, sag dir, Borderfinger, du. Das ist doch lang für Piep, Paul. So quer sie, die Lilly. Ja, zur Sommerszeit sind wir abends spazieren gegangen. Durch das Gras, den Beekdal. Dann hätte sie sich an mich kuschelt und hätte mich so ganz schüchtern den abgedrückt. Ja, ganz doll will ich sie dann nehmen und er so einen richtigen sollten geben. Sie aber fing an zu zaustern. Du kannst sie nicht benehmen, du Pflegel, du! Ich glaub, die deren wär bang für die. Ach, was bang! Die Polizei muss doch annehmen, ich wohl ja die Kehl durchsnieden, so als sie auf dem Revier rumkrakeelt hätt. Und was wär schön? Nix! Bloß erkleidhahn Lockermärmel. Verdammt Fiebervolk. Aber von Smuggederns kannst du nicht lohnen, was? Stell mal den lieben Baum, da oben Tisch. Du bist doch der Best, mein Jung. Der junge Dern ist wieder zurück. Oh Mann. Eggi, der junge Dern ist wieder zurück. Gut, hier ist dein Brot. Oh, danke, Eggi. Und gute Nacht. Gute Nacht. Es läuft wie die Nachtschicht nicht in. Ich doch nicht. Na? Mocht du gern weiten, hätte Junge der nur was eten oder nicht? Das gibt das doch nicht. Was der Ole Schröder sagt, das stimmt. Sie ist eine Heilige. Ja, mein Eggi, das bist du. Eine Heilige. Was tünst du durch? So was will ich nicht hören. Du, ich kenn die vor uns, Lüd. Und ich kenn bloß ein Frau, die durch und durch gut ist. Ach. Und das bist du, mein Eggi. Für mich bist du eine Heilige. Heilige oder nicht Heilige? Von abends stieg ich in eine Bordbahn und du bist wohl so gut, letzt mir das Wasser in. Das mag ich. Die
das kann ich noch einen Tiet lang mit Anna snacken. Sie packt? Das gefällt sie bei uns nicht, wat? Einfach so abhauen? Oh, komm, Anna. Ruht mir das Brot. Das kann nicht mit sich allein rumträgen, das schafft ihn nicht. Habt sie in der Fabrik was anstellt? Anstellt ich? Wo soll ich? Ist denn jümmer ans Mien schuld? Was wird denn? Ach, eine Fabrik kann mir ins Utsto und das mag ich doch. Nee, ich kann und will doch nicht mehr arbeiten. Wären sie denn jümmer freundlich zu der Lüd? Oder hätte sie sich doch so benommen als hier bei uns? Warum lutze mich nicht allein? Gut. Wenn sie das bei uns nicht gefällt, dann sögt sie sich eben woanders was. Der Kummer war ich los, kein Bann. Und mag sie sich das, Anna? Ich hab die Lütten demnächst voll. Das ist aber hübsch. So für 5 Jahre gäbe das bei uns noch bannig für euch. Da hat in Düsselkummer auch ein Junge, der wohnt. Sie haben Barschminke, Lippenstifte und was weiß ich für ein Krimskrams. Und an mein Geburtstag hätte sie so lang dremmelt, ich schon mir doch mal von Ertrecht morgen logen. Och, erst hab ich mich drüben, das drüben sie im Pool. Und dann ging das los. Die Lippen, die Backen und über die Augen so violettfarb. Und dann hätte sie mir noch die Haar mit so einem Kordelbund Schleuf hochbunden. Ach, ich seh ich und als die Königin von Saba. Naja, als ich in die Küche käme, hätte die ganze Bagage losbrust. Der Ole Fide ist glicks nach Tante Meier erfaut. Anders wird noch was passiert. Als der deren untrocken ist, hätte sie mir ein Kimono geschenkt. Beto hab ich ihn noch nicht tragen. Ist mir zu bunt. Ja, die Nacht ist so klar. Aber das ist kalt hier. Komm, Anna, die geht in die Küche. Da ist das kommodig, ja? Warum sind Sie zu Weihnachten nicht bei Ihr Öllern? Der Herr Wicker sieht 5 Jahre nicht mehr sein. Und warum nicht? Das mit Öllern Multit für mich haben, da kann mich nicht auf besinnen. Habt ihr keine Geschwister? Ich will allein. Vater hätte sich einen Sohn wünscht. Da hätte er jümmer und jümmer von faselt. Ich wär im bloßen Last. Und Mutter hätte nie nicht ein Wort dazu gesagt. Nee, mit Vater und auch mit Mutter will ich nix mehr zu tun haben. Sie sind wie Wetter. Anna, das dürft sie nicht singen. Warum wohl nicht? Bloß wenn ich nur was Utfrickten habe, hätte sie mitkriegen, dass ich auch noch auf der Welt wäre. Und woans ist das mit dat Freien? Oh nee. Ich komm gut auch Menschen trecht. Ich brauch kein Mensch. Bloß in Waisenhus. Das ist Lütte. Na? Nun mal wieder? Was wär ein Waisenhus? Du wär das Lütte jung und mit Mol hab ich gefühlt, dass Sie habt fühlt, das Kind mach ich. Wär das so? ich kam so richtig leib. Und hey, nie auch das Lütte Kerl. Warum wohl auch nicht? Aber sie hat mir gesagt, ihre Arbeit ist im Büro und nicht bei den Kindern. Ach, bin ich durchdreht und sie hat mich gekündigt. Als ich den Lütten Tschüss singen wollte, schrei ich her um Glock und leg mich nicht mehr los. Darf ich ihr mitnehmen? Und wo nehmen sind Sie mit dem Aftbleiben? Weg? Ich wollte bloß weg mit denn. Wie selten hat eine Bohnen? Aber die Polizei hat uns gefunden. Sie hat mich weggenommen. Das tut mir leid, Anna.
Sie wär noch nie richtig mit einem Mann zusammen? Ich mein so richtig zusammen. Nee, nie. Vielleicht dauert das nicht mehr lang und er löbt sie wann weg. Sie wat frei und sie wat Kinder haben. Anna, sie braucht einen Mensch, für den sie da sind. Und der sie lieb hat. Mein Zeit, sie könnt ja lachen. Das freut mich aber. Ist doch mal was anderes. Tja, wie so eine Lüde Utsbrock in der Dance kann halt was gut zuhören, nicht? Eggy, die mag es direkt. So lustige, warme Worte. Wie war das recht, Eggy? Danke, Paul. Tschüss. Ich helf noch ein Beten mit dem armen Worm snackt. Madame, rücht mich nicht an. Das steigt die nicht so über die Dirn zu snacken, du Grünsnobel. Sie hat schlimme Tiden after sich. Ich go ein. Ja. Ah, guten Abend, Herr Albert. Hallo, Himmel. Ja. Eggy! Eggy, Herr Albert ist gekommen. Oh, das ist ja richtig festlich hier, wa? Und hätte mit vieles Geschenk klappt. Es klappt. Morgen Nummer 8 bring ich das vorbei. Der Infall ist doch tot, oder? Ist doch. Der Infall will kommen. Also, ihr wollt weten, wir kämpfen Bach-Ideen. Ja. Und wo ans läuft das in der Spedition? Allerbest. Das dauert nicht mehr lang und ich bin ganz borben. Ja. Man sind nicht mit den jungen Pären, ne? Die Mensch brucken fasten Willen, dann bringt er das Oktober. Ja. Ach, hallo, Ecki. Oh. Abend. Guten Abend. Ich hab's ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Ein Weihnachtsgeschenk? Für mich? Mhm. Oh, aber Gott sei doch Sinn. Danke. Weihnachtsgeschenk. Das ist für Sie. Wie habt all zusammengelegt? Aber das ist ja Geld! Ja, das ist doch nicht wahr. Doch. Mit all das, was ich Sport hab, das langt für die Anzahlung! Die Anzahlung für den Fuß. Das ist doch nicht so blöd! Hier? Ne? Oha, was für eine lange List! Sehen auch nicht, wo die Drill ist. Da! Ach, ja. So, hier, Eggy. Danke, Paul! Paul, guck mal, der Untersuchungsrichter, das ist doch nicht so blöd! Der ohne Zwegenbuck auf. Paul! Und hier, die Chef von der Polizei. Oha, der hat ja tüchtig in den Taschen gegriffen. Und hier mein Ole Mieter, der Herr Borchert. Das Losohr hat überall die Zählers von Gas und elektrisch drückstellt. Ja. Oh, dafür ist er den Titel lang, dass das welche Gardinen kommen. Ein Dach Nordfest schäst du Furzen am Makler hin und knallst dann das ganze Moos auf den Tisch, Eggy. Und dann hab ich ein Hus. Mein eigen Hus. Mit was hab ich das verdient? Oh nee, ich komm mir mehr in eine Kölk-Dolz hätten und so richtig los. Hey, er trifft, Alberta. Wo steh ich nun da, Herr Albert? Ich hab von Abend nix für Sie. Rein gar nix. Ach, wat? Ich weiß, dass mein Lüd manchmal bannig ruppig sind. Sie meint nie. Aber das dürft Sie mir glauben. Sie meint das nicht so. Was ich sagen will, Herr Albert. Wie habt Sie gern? Wie habt sie gern? Ja? Frohe Weihnachten, Herr Albert. Das hört ein Mann, dass ich nicht ärgern darf. Vielen Dank, Eggy. Frohe Weihnachten und gute Nacht. Gute Nacht. Ach, Paul! Ruhe fest doch, Albert, und Kopf hoch! Das bin ich auch. Kopf hoch! Also, ich bin ganz verbaust. Das habt ihr Lüd für uns da. Die Sorgen bin ich nun los. So, und nu stieg ich in Kohlewater. Und du bist wohl so gut. Bringst an einen Tass heiten Kaffee. Also doch keiner. Ach komm. Und vergeht nicht anzukloppen. Nee. Wo kennst du? Hast
Kaffee? Kommt sie rein? Melk ist halt bin. Danke. Schon, also... Ja. Und? Löbt die Arbeit in der Kleiderfabrik? Ich bin da nicht mehr. Hab mich auch gewundert. Sie werden heute Nachmittag in wie die Docks. Ich hab sie doch sehen wie die Docks. Ja, als ich noch so ein lütten Butcher wär, da hab ich da auch gar nicht viel Tito brücht. Ich kick in Water und hab so von mir händrömt. Den Bengel ist ein Fuhljack, hat er sagt. Hey, dürft nicht viel. Und ich hab einen Jack voll kriegen. Und? Gefällt sehr Ihr Arbeit? Ich kann nicht klagen. Vielleicht kann ich doch was für Sie tun. Haben Sie Lust? Ich muss was tun. Hochnötig. Was mögt Sie denn? Büroarbeit. Schriftmaschine und so. Was? Das könnt Sie? Also ich nicht. Und? Was mögt Sie? Ich bin der Boss von der Exportabteilung, ja. Nee, das ist doch schief, was ich doch erzähle. Die Wahrheit zu sagen. Ich wollte Kisten und Säck in Lager und fähig gut und... Also, die Boss bin ich nicht. Eins durchs, was Sie das schaffen. Ich habe wahre Ideen, ja, ich kann die bloß nicht so unter die Lüt bringen. Sie begreift mich nicht. Da, die Doktor, die hat einen Dullenwagen. Will die See besuchen? Ich bin nicht krank. Ja, ich komm mal. Guten Abend, Herr Doktor. Schönen guten Abend, junger Mann. Ich hätte Sie mal mitgebracht. Ja, das wollte ich hier aufgeben. Ein Goes und Bottle Rotwein. Oh, Rotspawn ist die allerbeste Medizin zur Weihnachten. Danke, Doktor. Hier ein Goes und Rotspawn. Oh, hallo, Fräulein Kirsten. Da. Ah, wo ans Geilste der Tüt? Ich fühle mich ganz gut. Peter? Bitte, danke. Bitte mehr auf der Rippen wäre noch Peter. Oh nee, bloß nicht. Doch, doch. Und, gefällt Sie das hier, wie Ecki? Ja. Kommt Sie doch mal in meine Praxis, ich will Sie mal untersuchen. Ach ja, und dann habe ich noch was mit Sie zu besnacken. Ja? Darf ich mir Ihren Wagen mal ankicken? Ich rüch auch nichts an. Gern. Danke, Doktor. Das ist wegen Frau Thomas. Sie ist nicht gut auf dem Damm. Und das wird nicht mehr lang dauern, denn hätte sie Hülp nötig. Was? Hülp? Tja, also das ist bloß so. Also wenn ich ihr 60 heiße ich schon. Denn so lacht sie mir was gut. Sie ist bannig eigen. Das ist es, ja. Darf ich sie um was beten? Und was ist das? Ich weiß, sie hat keine Familie. Ruft sie bei mir an, wenn was mit Eggy ist, ja? Das tu ich, aber... Danke. Hier ist meine Telefonnummer. Ach, was, also ein von den Mieters hier schuldet nur zu wegen kriegen. Zu beten kriegen was? Freund Anna, bitte. Ich muss dir das sagen. Eggy hat nicht mehr lang zu leben. Nee, das ist doch nicht... Leider ist das so. Könnt ihr denn nichts mehr für Eggy tun? Nee, bloß der Weduch kann ich aufnehmen. Das wird nicht mehr lang dauern und sie kann nicht mehr arbeiten. Wo ist das möglich? So ist doch so... Ja, so vital. Anna, sie sagt aber kein Wort, da kann ich mich doch verloten. Ich sag nix. Weet Frau Thomas, das sie... Sie weet das. Den kann Eggy nix vermucken. Aber... Von wem nimmt sie denn bloß die Krasch her, so für uns zu sorgen? Dach für Dach. Für fremde Lüd. Also, das will mir nicht in den Kopf. Ja, und das ist das, was uns der Herrn Professoren auf der Universität nicht beigebracht hat. Aber das ist gut zu wissen, dass es noch Menschen auf dieser Welt gibt, die so sind, als uns Eggy. Sie wollten auch auf ihr, nicht? Das mag ich.
Danke, dass Sie mir das sagten. Gute Nacht und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Athen ist wieder Docht einer Kerze. Docht einer Kerze? Wo soll das denn? Weiß ich doch nicht. Ich schenk mir noch ein Glas Rotzbohnen. Wie Lippen ist aber noch, mein Jung? Ich kann uns Stiefel verdrehen, Mann. Kein Bank. Wo soll es Athen wieder Docht einer Kerze? Ich kick achter nur, dann willst du da. Ach so, ja. Und hier ist halt der Zahn der Zeit nach auch an großen Dingen. Ja, das kannst wohl sagen. Ach, Eggy, hier, das ist für die. Für mich, Paul? Oh, nix Besonderes. Bloß so. Hast du das taken? Oh, heft nicht lang geruckt. Ein Schiff mit Salz, das Meer, der See geht hoch. Aber die Sonne schien. Und denn hier, frohe Weihnachten, dein Paul. Ich dank die mein Litten. Kriegst auch einen Söten von mir. Und noch ein. Hol ab, ich war ja ganz rot. Hol ab. Und das hier ist von mir. Och nee, Nu komm, mach da drauf. ich bin ganz durcheinander. Oh nee, kick jo das an. Hübsch. Hübsch. Das Dog ist wunderschön. Hast du das noch? Der Lüttenblauen, jo, ist nicht schwor. Ich habe erfunden, weil es mitten in Griechenland liegt. Gott sei Dank. Bloß die Frucht, die habe ich nur mal vergessen. Ich go ein. Okay, ist das denn zu Weihnachten? Eggy. Hier, von mir. Von die für mich und nicht für eine andere? Was ist da denn, Frau Thomas? Ne Buddel. Und was ist doch wohl bin? Ja. Kliester. Der kümmt mich go to pass. Die Buddel von letztes Jahr hab ich gebruckt. Danke. Hallo, meine Tür. Danke. Hallo. Ja, ja, Das ist ja wohl leid. Fröhliche Weihnachten also! Fröhliche Weihnachten. Die Marschine Welt geht hier vor. Was ist da denn? Ah, das ist ein Safe. Graffiti. Das dankt ihn, was? Hier lang. Dübel! Oh, die ist bloß pumpt. Von Brüller Mortens. Nordfest, muss ich ihm wieder zurückbringen? Ich krieg so viel. Hätte er doch gar nicht den rechten Schick, also ich weiß nicht. Kein Banko, Thomas! Das ist ja Prachtexemplar. Wie Arthritis, was du wieder? Du kommst da noch Versuch an. Hey doch, hast du Zeit, denn zu knacken? Ja, nu wie, sonst was du kannst. Und hast du immer recht hast. Kein Sprengkapseln. Ich doch nicht, bloß der Hang und der Ohr. Du musst mal kicken, Ja, Anna! Gut sieht sie gut. Danke. Das ist ja ein Prachtexemplar. Hey, meint den safe. Ach so, ach so. Ja, ich hab für mich Vorsicht, dass ich so requisitiv wieder da bin. Tschüss denn! Hüt kriegt jeder von mir ihn abdrückt. Gut kneten wart nicht. Ja, wer sagt denn, dass ich gut kniepen will? Holst du ab, das lang? Also, tschüss denn und schönes Tag. Schöne Zeit. Ja, Kopf hoch, Kopf hoch. Anna, die will ich noch was singen. Schenken kann ich die nix. Aber mir durch, das ist auch so eine Art Geschenk. Bitte schön. Danke, Paul. Und, was ist das? Das dauert nicht mehr lang und mi hört das Hustau. Du, Anna, ist keine Arbeit. Und mi fällt das war nichts vor, dafür zu sorgen, dass die alles den rechten Schick hat. Da hab ich mir so gedacht, Anna kann mir doch zur Hand gehen. Ab und an bloß. Reinmoken, sich um das Eten kümmern und so. Ach, das tue ich doch. Kannst du dir vorstellen, dass du mit so Slöpen Driebers Trecht kümmst? Na. Und wenn ich mal nicht mehr so kann, dann smitzt du hier den Laden allein. Und ich bin hier wie Jo, bloß noch als Mieter in den Kommen. Und ich, gnädige Frau, fahre Sie dann in einem Rollstuhl die Straße rauf. Und mir das So, nun lass uns noch einen Tisch abrühmen. Was sitten blieben? Das tue ich. Wenn wir alt hochkriegt, sind wir fix davon ab. Prima Idee.
Wer gar lang nicht mehr. Da, da, da. Di, da, 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 da. Nicht so laut, kann doch wohl nichts hören. Psst, mal, verlesen. Di, da, da, da. Fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten, Cornelia. Frohe Weihnachten. Mein Zeit wird Montedor. Das ist bloß so, tun Vergnügen. Ach so, bloß tun Vergnügen. Was ist schlecht los? Ach, ich bin ganz dünner, ne? Ich wirklich. Komik oder Goik? Na, dann geht sie doch, Frau Brückner. Nicht so unverschämt, junger Mann. Nicht in diesem Augenblick. Conny, wir haben noch Radelsknack von Abend. Was wollt du? Mein Amethystarmband mit den Brillanten, das ich von Herrn Brückner zur Hochzeit kriegen hab, das ist weg. Du meinst, du hast das verloren? Nee, ich bin sicher, das ist klaut. Conny, du hast bloß nicht ordentlich söcht. Doch, Eggi, heftig. Ich will vormittags in den Karg wohnen. Und da hab ich das Armband auf mein Lüt versteckert und innen auf die Flurgarderobe legt. Conny, das hab ich doch nur ein Time-Mal belebt. Da du was versuchst hast und ich hab dir den neuesten Wetter gefunden. Eggi, ich weiß doch, was ich do. Ich hab das doch absichtlich auf die Flurgarderobe legt. Und warum hast du denn nicht kurz umbunden? Du musst doch in den Karg gehen. Nun, Eggi, ich hab nicht so viel Glück als du. Für mich habt die Lüt kein Geld sammelt. Wo kein hätt die das vertellt? Hast du denn meinen Namen nicht auf der Liste gefunden? Nun ja, vergeben kann ich ja nicht, aber... Du weißt also, dass ich hier Geld habe. Und was kommt nu? Nun, mein Liebste, das ist so. Ich hab nur mal Export, um mein Haus zu köpen. Und da hab ich mir gedacht, ich verköp einfach mein Armband. Sie hat mir gesagt, ich krieg so allerhand für. Ja, und nu ist das klar. Denn go nach der Polizei hin. Eggi, Uns Finger sind nicht schiedig, Cornelia. wir müssen uns bei der Polizei haben. Wo kein meint sie? Hat das klaut? Ach, ich bin sicher, mein Liebste. Sie haben das nie nicht nur. Verwiss nicht. Was sie tun, hat wer krankhaft, aber nicht kriminell. Was fällt sie in? Nein, willst du von der, was Anna Donut? Na, dann stund doch in der Zeitung. Tragischer Fall von Kindesentführung aus einem Heim. Was? Das ist alles, was sie anstellt hat? Mir dünkt das ist gar nicht so schlecht. Die in Heim können sich doch freien, wenn sie ihn von den Lütten Butchers los sind. Und ich habe halt gedacht, sie haben wohl was utfreten. Das ist doch wohl lachhaft, so nur gucken. Siehst du? Uns kannst du nicht bang machen, Cornelia. Ach, Eggi, nur die Polizei hinrennen, das liegt mir nicht. Mir graut für diese riesige Vorgang. Fragerei, was hast du wohl zu vertellen? Nun, da zickt eine gewisse Person, ob Frau Remsig ihren Hof Köln insackt hätt. Du hast also mal wieder auf die Lur legen. Und nu wollte diese gewisse Person was an Tüch flicken. Nu, ich nehme an, die Polizei wird mich fragen, was ich über das Hus und sein Lüt weht. Die Polizei weht eins über die Tus und sin Lüd. Eins. So? Wirklich eins? Weißt du, was ich läuf? In den Geldbüdel ist mal wieder Ebbe, nicht Cornelia Brückner? Aber heute hast du kein Glück. Ich hef das Geld für mein Hus kriegen und ich geb das nicht weg. Du hast ihn all die Jahr noch von mir beugt. Was ist das denn? Du hast ja so als... Du hast er Geld linkt? Ja, wir sind doch frünn. Aha, so langsam begrieb ich das. Sie kommt, sich von mir Geld zu borgen. Und dann sammelt sie mir was für. Ich kann doch eins verstehen, was hier so passiert ist. Und ich bin doch nie nicht nach der Polizei hinlaufen, ob nicht erst mein Ring verschwunden wäre. Wir sind doch frünn. Ja. Das spielt's besser all die Jahren mit mir. Erpressung? Was tut Engelsgesicht dort ist ganz einfach Erpressung. Nun haut sie doch endlich ab und bleibt sie da, wo sie herkommen sind. Wie ist das hier zu Lut? Ich komme vor der Tür. Hast du denn nicht gehört, was diese Frau sagt hat? Ach du! Nee, ich halte down. Nu hör mal, Goto. Mein Plan bringst du nicht durcheinander. Du nicht. Das blieb doch wie. Nordfest, go an Makler hin und betal alles an. Und das könnt sie dolz fluchen, Frau Brückner. Wo mir das freit. Nun klappt doch noch eins so, was du dir das dachtest. Viel Glück hätte sie ja betont, ihr Leben nicht ab, ne? Was hätt das nur, Alter?
Nu, ich denk an Anatiden. An dat, wat hier keinen weet. Conny. Oh, mein Goldi verlangt nun. Bundesbrock! Was weht hier keinen? So viel als mir bekannt ist, habt sie doch all Bewährung. Und nimm's hat den Tuchthus säten. Cornelia! Würd sie sagen, dass Eggy in Knast säten hätt? Och, das ist lang her. Das sind Leute! Lass mal sehen, Anna. 100 Gold Water. Ja. Ich sag Verbandstüch. Das ist doch morgen, was sie sagt hätt. Das ist doch morgen, was sie sagt hätt. Hast du sie nicht mal? Den rennt doch Tante Pina der Polizei hin. Oh, das Laptop Chico. Das stimmt doch nicht, was das Leugen wohl sagt hätt. Geht er zu mir deren? Ja. Eggy, hast du mal säten? Ja! Ich hab Satan! Für mehr als 30 Jahre hab ich Satan! So, du weißt du das? Das glaub ich nicht. Nee, das glaub ich nicht. 100-mal hab ich die gesagt, dass ich auch nicht besser bin als der anderen. Und was hast du angestellt? Betrug. Laut Anklage wird das Betrug, was ich getan hab. Und warum hast du das getan? Als Litte deren hab ich all mitkriegen, was Armut ist. Und ich will nicht, dass mein... Ich hab Gründe noch. Du bist ja auch nicht besser als die Rest von uns. Hab ich das gesagt? Ich weet bloß, dass du wohl nimmst auf der Welt ist, die dafür sorgt, dass ein Sleutendrieber als du einen Tag über den Kopf hätt. Eggy. Was ich doch für ein Secht hab. Wo Gott du bestimmt nicht. Ich hau af. Gau wir dort Grote fort. Ist mir doch egal, was du da heißt. Du bist nur ein Kerl. Ich hau af. Mit den ersten Dampf an den Krieg hau ich af. Gut! Ut, was ein Kerl, hab ich gesagt. Das ist das Elend, wie all die Leute, die bei mir wen sind. Mestenteils werden sie Kinder. Eggy hat recht. Wo so? Diese Cornelia hat doch gesagt, ihr Armband ist klaut. Na, du hast doch wohl nicht mitkriegen, was sich hier aufspät hat. Da denkst du, ich bin doof. Sind wir noch die ganze Zeit mit ihrem Tresortor gegangen? Da habt ihr da. Ja. Der old Fiede, das ist ein ganz blitze Jung. Soll ich dir sagen, was diese Cornelia ist? Paul hat recht. Das ist eine Erpresserin. Und Erpressung, das ist Paragraph 253, zumindest 5 Jahre. Das sagst du so. Hast du Beweise? Habt ihr ihren Köter nicht gehört? Ich wär eben in der Hus. Das ist nie wahr. Doch. Und das Armband mit den Brillanten und mit den Amateusen, das leg ich unter der Treppe. Das tut nicht viel. Das ist all Glas und Blick und wieder nichts. Du Deichspaddel! Was hast du da angestellt? Ich kenne doch die do. Geh damit! Ja, da kriegst du nichts. Da kriegst du nichts. Was willst du? Du hast nicht mal mitkriegen, dass dein Armband wirklich weg ist. Oh, du kannst ja das doch nicht durchgeben. Vielen Dank, mein Liebsten. Oh, da gibt's doch eine Corpus Delicti und das Ganze ist eine Erpressung. Und du hättet mir so ein Müll gegeben und shit aber. Ich hab überall Sücht, auf einer Treppe und so, aber ich hab das nicht gefunden. Anna, da mir gefallen, bring Fide in sein Koma. Holen Sie mal Fiete. Motto. Ich höre doch für Eggy Dose. Ich kann doch nicht Pulle unter den Lager kriegen. Bogen snackt wir über eins. Ich komm bloß wieder zurück, will ich will nicht, dass wir uns drehen. Ist doch Weihnachten. Cornelia, ich glaub dir nicht ein Wort. Doch, ich glaub mir. Aber nun hab ich mein Armband ja wieder und eins ist vergeben und vergeben. Meinetwegen. Tschüss. Ich überleg mir bloß, was ich wegen Herrn Wolters unternehmen, du. Hausfriedensbruch. Und auch wegen den jungen Mann, der mit Metzet mir losging. Du wollt was unternehmen gegen Paul und Fide? Für das, was sie tun hat, verdenkt sie doch erst drauf. Das ist doch meine Pflicht, Anzeige zu erstatten. Das hält also bei die vergeben und vergeben. Ja, mein Dirn.
Und nun hör mir mal zu. Ich habe eine Idee. Eine wunderbare Idee. Warum setzt du dich nicht ein vor die Tür und trägst du mir in mein Haus? Das heißt, wenn ich das Geld für mein Haus zurückkriege. Brauch mich nicht noch mein Geld! Laut mich allein! Ja, aber wenn ich mein Haus nicht kaufen kann, dann muss ich mir allerdings was suchen. Und das will ich nicht. Mir gefällt das hier. Auch wenn ab und an mal bei mir inbrochen wird. Auch wenn so ein Bengel mit dem Metz auf mich losgeht. Mein Gott. Du meinst also, wenn du von mir das Geld nicht kriegst, lebst du noch der Polizei hin? Kannst du mir einen anderen Vorschlag machen, Agathe? Ich kann das ja verstehen, wenn du die zurücktrecken deist. Ist vielleicht doch Peter so. Du sagst ihnen, Koma, weit weg von hier. Und dann hast du den Ruhm. Ich schrieb auch eins ab, mein Liebster. Da-di-da-di-da-dam, la-di-da-di-da-dam, 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 la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-di-da-di-da-di-da-da-da. Guten Morgen. Morgen, Anna. Düvelock. Ich wär einmal wog, bin aber wohl wieder indrusselt. Na, fühlt sie sich gut, Peter? Ja, kann ich klagen. Ist nicht kalt für morgen, trägt sie sich bloß warm an. Das fröstig mag ich. Nee. Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit. Hast du Paul zu Gesicht kriegen? Nee, sie dreht doch nicht. Wenn Paul abhaut, dann war das still bei uns. Der arme Kerl. Ich mach das mir nicht sonderlich. Und, warum geht ihr denn wieder auf den Dampfer? Hey, kann sich nicht entschuldigen. Er bitte sich ein Stück von der Zunge ab. Frau Thomas, vorzüglich noch ein Makler? Oh, das wäre mal so ein Tag für mich eins oder Hand rutscht. Sie wären Weihnachten doch ein Tiet lang mit Frau Brückner allein. Was hätt sie noch gesagt? Och, nix aus Tütenkram. Sie hätt mir da Geld verlangt, nicht? Und sie hätt ihr das geben. Was kann ich anders tun? Du willst doch mal das Hate auf Bewährung. Fiete und Paul auf der Trallen? Nee, das überlebe ich nicht. Wie habt ihr uns das da gedacht? Ich hab immer geglaubt, mir kann keiner in Dorn dügern. Aber das, wie wer das schafft. Frau Thomas, was soll denn nun warm? Oh, das ist Fiete. Inner uns, Anna. Ich krieg heute Morgen Besuch. Und von denen war ich mir das Geld borgen. Morgen, Fiete? Morgen. Na, ist kalt von Dogni. Jo. Wo wird mit dem Tass heißen Kaffee? Jo. Was trägst du denn für einen Snut? Ich bin Insloben. Was ist? Als onze vuurarbeiter van morgens komen, heb ik sloop. Und was hätte ich gesagt? Wo uitlummelt hätte er mich. Oh ja, wenn er die nicht vor die Tür setzt. Ja, dan hätte er überdogen. Hier. Das sind mijn Papieren. Oh, Fiete. Hast du gedacht, ich schenk mir Kassen Pralinen? Rutsch mir nicht an mir oder hätte ich mal Blut wie ein Wachmann, wenn es slurpt. Oh ja, so gut wird er doch ja noch auch wieder nicht in der Seidenfabrik. Hätte doch auch sich stunken. Ich bin sicher, du findest einen beiden Arbeitsday.
frag doch mal, wie das Stadtreinigung oder als Parkwächter oder sowas. Du meinst als Optiker? Ja. Nee, du Tietlebens hätte ich schon in der Nachtarbeit, da hätte ich mich nur anwenden. Mir fällt Albert in. Kein Bagen. Oh, ich geh mal. Wo lob ich bloß rum, Mensch? Ich krieg doch nur mit, oder keine Arbeit mehr geht. Wo Thomas Köfter sie? Kommt sie mal rein? Ich bin wohl wegen zu früh hier. Oh, nee. Und ihr no? Was soll ich sagen? Günther. Matthias Günther. Gut, Sie doch sitten. Frau Thomas? Ein Herr Günther ist hier. 1 Minute noch. Hast du Bewährung oder kommst du direkt umknallen? Ich verstehe nicht. Ja, kommt hey dann nicht wegen Paul sie in Koma? Ne. Morgen. Warte mal, also die Welt, dass du die doch antüter. Ist mir wegen bunte Quät. Ich hef was mit diesen Herrn zu besnacken. Tut mir gefallen und lot uns allein. Ja, und mein Frühstück? Das nimmst du mit? Ja. Den Kaffee nehme ich mit. Das gibt ja. Wir proben noch was zu tun. Hallo, Mutter. Siehst gut und Matthias. Ich kann nicht glauben. Das sind nur... Wo lang bist du nicht mehr hier, Wayne? So an der 5. Jahr, denke ich. Ja. Trinkst du einen Tass Kaffee? Ich sag nicht nee. Go sitten. Danke. Bist du mit dem Born gekommen? Ja, und ich kann mir auch nicht lang abholen. Ich habe zu tun in der Fabrik. Läuft eins noch Wunsch? Ich kann nicht glauben, ich bin nur Abteilungsleiter. Och, kick an. Du trinkst doch einen Kaffee mit Milch, nicht? Stimmt, ja. Ja. Das weet ich noch. Aber kein Zucker. Ich muss aufpassen. Und die Frau? Wo geht Marga dat? Gut, danke. Und die Kinder? Bestens. Anton kommt für kaum Jahr aus der Schule. Die Tiet jocht man bloß so. Hast du Bilder wie die? Leider nicht. Ich hab den Brief kriegen, Mutter. Und Nicht von die, dass die Klicks kommen bis Matthias. was ist, Mutter? Du, ich hab nicht viel Zeit. Eine halbe Stunde geht nicht tot. Gut, Matthias, ich sit in ne Klemm. Das ist so, der Hüs hier wat verköpft. Und nu will ich dat hier köpen. Und warum wollt du das köpen? Ich bin doch hier zu Hus, Matthias. Was willst du haben? Der Makler verlangt 50.000 Mark. Toh, das ist viel Geld für den ollen Kasten. Ich will, aber du kennst mich Dickkopf. Ich will dat nur mal hem. Mutter, überleg dir das 3 Mal. Ich blieb dabei. Du kannst bei der Bank eine Hypothek abnehmen. Hast du mal gefragt? Ja, aber was ich nu brug, ist das Geld für die Anzahlung. 10% sind das. Ich nehme an, du hast den Koma so als früher an diese Leute mit Bewährung weggegeben, oder? Ja, Und? Kriegst du jeden Monat die Miete von jem? meistens ja. Das heißt also nee. Anders hast du dir doch wohl beten, was zurücklegt. Gott, Hast du denn auch eins abschreiben? nicht akkurat. Wollt du wegen, was ich allang an Dienst getan hab? Ich wär untrocken und hab mich anerwähnt in Koma söcht. Hübsch und kommodisch. Das will ich nicht. Ja, dann will ich nicht, was ich für dich tun kann. Matthias, ich hab mir gedacht, vielleicht kannst du mir helfen. Du kriegst das Geld doch, wenn er Och, drückst. Mutter, du weißt doch- ruhig das kann. Die Weihnachtszeit ist ein dürrer Zeit, ja? Ja. Und dann die Hypotheken für mein Haus. Ein Monat muss das Brot wehen. Und du kannst dich nicht vorstellen, weil ich just nu an Ende von Jahr anders noch für Utgaben habe. Matthias. Das ist nicht so, dass ich das nicht hab, verstehst du? Versteh ich. Bloß Hüdigendorfs müssen mehr als vorsichtig mit dem Geld im Garten. Das weet ich doch. Und wenn ich mein Geld anlege, dann muss das auch für mich arbeiten. Mutter, überleg dir das mit dem Kauf. Überleg dir das 2 Mal. Entschuldige, ich hab in der Firma gesagt, dass ich Glocköfen wieder an Land bin. Aber sag mal, hast du wohl einen Lappen für mich Show? Das ist bannig stöwig. Heftig, für besondere Zwecke. Wenn du Abteilungsleiter in so einer Showfabrik bist, dann kriegt die ganze Bagage bloß auf den Show. Das kann ich mir vorstellen. Komm, laut mir das morgen. Oder? Treck sie mal ut und trink doch in Raudin Kaffee. Wie das kann ich sie die ja putzen. Als Mutter hab ich nicht viel tüchtig weit. Und das tut mir leid, Matthias. Das ist doch lang vorbei. Wir haben auch schöne Tiden, nicht? Ja, nu, lass uns doch von was anderes snacken. Aber von dem Tag an, wo eins für Dach käme
Und ich für Gerichtsdown hef, bist du mir unten weggehauen, Matthias. Was heißt denn Anna Stone kommt? Ich weet, mein Jung. Sie haben eine Show mit Fingers auf die Wiest. Das wär für so einen jungen Kerl nicht einfach. Darum bin ich auch weggegangen, Bremen, und hef mir hier den Namen von Minöllern tolecht. Mutter, du hast das eins bloß für mich und das wenig doch mal... Matthias, als dein Vater von uns tot ist, hey, wär es 35 Jahre, wüsste ich nicht mehr in noch gut. Wir haben nix, rein gar nix. Und dann hef ich down, wat ich down hef. Aber ich hab mich schämt für das, was ich down hef, das kannst du mich glauben. Weil ich nicht begrieb, Mutter. Wieso kannst du mit düsse Lüt in ein Dach leben? Das sind doch Verbrechers. Sie betreut noch nicht mal die Miete. Auch ich hab Achtertrallen selten, mein Jung. Düsse Lüt, als du sagst, brut nicht bloß ein Dach übern Kopf. Was sei brut ist Hölp. Hölp, immer auf de Bein zu kommen. Seid mir leid, Mutter, aber das begrieb ich nicht. Also abhören kann und will ich nicht nach all den Jahren. Und darum brug ich das Geld. Das ist hochnötig, Matthias. Das ist aber nicht gut anlegt. Was kann ich denn tun? Wann ich die sagt, trägt gut. Oder vielleicht kann ich... Was kannst du, Matthias? Ich muss aber erst mit Mager snacken. Was sagst du, wenn du zu uns kommen bist? Du meinst, ich schall jo... ich schall jo leben? Naja, die Koma ist ein Beten Löter, aber sie war dir gefallen. Und du kannst Mager an Beten zur Hand gehen. Weit Mager denn, was ich down hef? Also ich habe ja nichts gesagt, Mutter. Weißt du denn überhaupt, dass du eine Mutter hast, die noch leben darf? Kick mal, Mutter, das ist nicht Also so einfach. nicht. Ich kann doch sagen, wir sind witläufig verwandt. Nee, Matthias. Vielen Dank. Mutter, du nimmst mir das nicht krumm, aber ich muss nur los. Hier, zu Weihnachten. Beten Lot, Ober von Harten. Das ist doch nicht nötig. Dank dir, mein Jung. Das ist alles nicht so einfach, Rüdigen Dorfs. Was weißt du? Tschüss, Mutter. Matthias! Jo, Mutter. Du kriegst das Trüch. Mein Gott, nee, Mutter. Das schenke ich dir. Tschüss. Tschüss. Eggi? Viel hätt sie ja nicht. Gut. Frau Brückner! Wie möcht das nicht, wenn sie so batzern und Fuß kommt? Ist Agathe krank? Sieht Weihnachten, Herr Wicker nicht mehr zu Gesicht kriegen. Ich bin mir sicher, sie will sie auch nicht sehen. So, ich wollte bloß fragen, kann ich nicht für Agathe was mitnehmen? Ich muss so einen Sohn oder ist das? Ich besorg eins, was nötig ist. Oh, das ist gut. Ach, Frau Brückner? Ja, bitte. Ein Augenblick noch. Können Sie das Geld wohl wieder zurück betonen? Ach, sie weht's. Was für ein Froh. Wenn ich mein Hus köpft hab, kriegt Agathe jeden Monat was von min Pension. Das Geld zahlt sie nicht tauf, Frau Brückner. Und das weiß sie. Sie hätt mir das gegeben. Aus freien Stücken. Und übermorgen habe ich einen Termin bei dem Makler. Wir machen einen genauen Termin mit Ihnen aus, hätte gesagt. Dann müssen Sie nicht warten, Frau Brückner. Muckte sich man kein Sorgen. Agathe trägt zu mir. Und wie war uns all verdrehen? Vielleicht kriegt Videlio Grielle noch was flütende Tus, wenn Sie nicht mehr sind. Tschüss. Wo kennen wir das denn? Frau Brückner! Was hätt der hier noch zu sagen? Sei gar in das Datum wohl was für sie mitbringen. Hätt sie gesagt, wann er sie noch einen Makler hin will? Übermorgen. Übermorgen. Frau Thomas, das geht mir nix an, aber... Habt ihr das Geld von Herrn Günther kriegen? Bitte sagt sie mir die Wahrheit. Das gibt keinen Grund, sich Sorgen zu morgen, mein Dern. So, du geh bloß, ich hab noch so viel zu beschicken. Ich hole einen Mantel. Ja, danke. Oh, die fällt wohl die Frühstück. Ich will kein Frühstück. Bloß min Socken holen. Wann erlebt den Schiff gut? Von Abend. Ist ein großen Damper. So, ich nehme an, Dütmal bist du der Kapitän. Tschüss. Und sie will partout wieder auf den Dampfer? Klar. Das ist doch ein herrlich Leben. Die Luft ist so frisch. Das sollt wo das Brütti ins Gesicht. Und was wichtig ist, kein Frauenslüd. Warum sind sie so fühnscher, Frau Thomas? Aber Sie habt doch gehört, was Frau Thomas Weihnachten sagt hat. Das ist mir egal, was du deist.
Und dann, sie muss ja doch auch gut. Der ole Ko von nebenan hat sich doch das ganze Geld insackt. Ich hau ab! Bitte! Oh nee, das ist dicker. Oh. Und wenn sie sich nur ganz einfach wie Frau Thomas entschuldigt. Ping, was wohl? Na. Nee, ich bin ein hoffnungsloser Falter. Jo! Aber dann hätte ich doch bei die Spedition abgehört. Einfach weglopen. Man kann das Rad doch wohl bei der Trücht rein, oder? Der Trücht rein? Einfach, wenn ich nicht komme. Ich wär krank. Ja. Wollt sie denn, dass ich hier blieb? Ich denk bloß an Frau Thomas. Aber wenn sie mich so direkt fragt, ja, ich will das. Wirklich? Oh, also schlecht sind sie nicht, Anna. Oh, nee, sie, dass sie hier wie uns sind, habt sie sich durch Rubmord. Paul. Oh. Warum sagt mir denn kein Mensch, dass der Kerl weiter weg ist? Ich sitze da oben als so ein Dösball rum und tö. Ach, könnt ihr Herr Geschirr? Holt bitte Sülfsaft waschen. Da muck ich mir nun dolen. Aber hüt dort sie Frau Thomas mal den Gefallen, ja? Oha, seht ihr doch an ihm vor. Bin ich da? Ich glaub, wenn sie die Ohren haben, noch was sie mir auf den Bein lang trägen, was? Oh, doch geht das Kuschen. Oha. Ach, Kinders, wat muck wie bloß. Ich wünsch mich so, dass Frau Thomas das Geld doch noch da hoch kriegt. Tja, könnt wir nicht was tun? Ich weiß auch nicht. Sag mal, du hast doch sicher ein Nest oder die Matratz, nicht? Nee, hab ich nicht. Ich hab doch der Herr gekannt, aber das ist für den Tiet, wenn ich mal alt bin. Nun? Was wollt du denn noch töten? Das geht nicht. Eggi ist wegen uns in die Bedrulle. Du Klugschieder, du hast doch bitte die Taschen auch noch nicht umkrempelt. Aber das sag ich jo. Ich find das Geld. Für mich ist das kein Problem. Muckt ihr kein Ärger, Fidel? Komm, die Baxen, das ich weglopen. Nun spielt Tosom. Wir haben diese Erpresserin Wieswattenhakes. Wie Tosom. Ein Front. Das ist euch so richtig verbiestert. Ja. Aber nee, ich blöd man dummen Metz auf den Personenlos. Ich komm nicht. Eggi! Aua! Mann, Zeit, Eggi, was ist denn passiert? Was hast du denn? Sag doch was. Paul, raub wie Dr. Meier an. Hier ist die Nummer. Ja. Go, holen! Hier. Ich weiß nicht. Nu geht mir das Altbäder. Sitten blieben, ganz still sitten blieben. Oh. Ich denk, ich go für ein paar Tage ins Krankenhaus. Oh nee. Zur Beobachtung. Bloß für ein paar Tage. Fide, hol mir mal einen Koffer von Böen, ja? Ja, ist gut. Und pass auf, der Treppen von Böen ist gar nicht mehr. Ich hab doch wohl Augen im Kopf. Nee, das ist aber auch. Tja, Anna, nun bist du an der Reich. Du musst dich nur im Eins kümmern. Das muck ich doch. Wichtig ist, dass sie bald wieder gesund wart. Den will ich man packen. Ich brauch ja nicht viel, bloß innerisch. Teenbürst, Bademandelcreme, ach und was weiß ich Noch noch. sitten blieben. Ich hol das für sie. Die Dr. Kümp liegst. Danke, Paul. Und fühlst du die Beta? Ja, ich geh bloß für ein paar Tage in Krankenhaus. Was? Ja, ein Tiet lang nix tun. Das brauch ich nun mal. Ach, hast du mir ein Koma weggegeben? Nee, Ich hab mir das überlegt. Ist wohl besser, ich blieb hier. Vielleicht kann ich Anna vorangehen. du? Ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anna die nicht nötig hat. ich auch nicht. Also gut, ich entschuldige mich. Was hätte, Jung? Bald nicht leid, Eggi, weil ich Weihnachten tu die Sicht helfe. Den Kersen mit mir durchgehen. Das tut mir leid.
Na, go, du ole Krimmelkopf, dann bliebst du eben. Ist halt das? Eggy? Ja, danke, wieder. Kann ich das wieder? Ich hef am Sehen. Ich hef am Sehen. Der Lego war der Sieg von den Strot. Ja, ich hab telefoniert. In eine Telefonzelle. Ja, das war der Richter aber nicht glöben, wenn sie ihm das vertellt. Auf was willst du, Ruth? All mein Geld ist weg. Weg. Klaut. Entschuldigen Sie mal, Frau Brückner. Sie haben Geld in Haus? Woher denn mit eins? Wenn ich mal fragen darf. Ja, woher denn? Das hef ich mi borg von Agathe. Für mein Hus. Eggy, hast du diese Dorn Geld gelehnt? Paul, Nee. Natürlich nicht. Nee, ich habe nix borg. Agathe, ich wär doch zu Weihnachten hier. Sie werden und du- hier Weihnachten? Ja, seh. Und du auch, ihr wird doch auch hier in der Kög. Und dieser Kerl hätte sich an so einen Geldschrank zu schaffen muss. Geldschrank? Oh, da kann ich mich aber im Verrecken nicht auf besinnen. Ich auch nicht. Du, Anna? Nee. Und du, Eggy, kannst du die besinnen? Nee. Oh, das sind doch Lügen. Anna, ich bin doch hergekommen und hab gesagt, ich hab mein Armband verloren. Armband? Von was für ein Armband snackt Frau Brückner denn? Von mein Amethyst-Armband mit den Brillanten. Ich wär doch auch zum zweiten Mal hier. Und du... Und Dor, was ist denn das zweite Mal passiert? Du hast nie das Armband in der Hand. Oha, das ist aber falsch. Zeugnisrede wider deinen Nächsten, Frau Brückner. Frau Brückner. Und sie hat keine Ahnung, wo denn das nur wo ist. Das hab ich doch zu Weihnachten wieder zurückkriegen. So, warum verkaufst du das nun nicht für den Hus? Will ich... Na, Ich würd mich ob Krützling, ich mag das ein. Ich mag das ein. und dann ist wohl besser, sie geht mal einen Doktor hin, nicht, Frau Brückner? Nee, nur die Polizei geht, ob das sehen. Gute Idee. Und was wird sie der Polizei denn nur vertellen? Ja, was willst du der Polizei denn nur erzählen, ne? Was willst du der Polizei denn nur wohl vertellen, ne? Das Armin Geld klaut ist. Klaut? Und was sagst du, wenn die Polizei fragt, woher haben Sie denn das viele Geld? Was sagst du denn? Und sag ich, das hab ich gespürt. Oh, das ist doch Tüchenkrom. Eben habt ihr uns doch vertellt, Eggy hatte das leid. Ja, das sag ich, das sag ich. Das ist doch aber so. Das Geld hat Herr Albert sammelt für Eggy ein Hus, nicht? Warum schuldigt die das wohl borgen? Aber Eggy, du wirst doch Tommy trecken, wie mir leben und so. Das läuft versehentlich. Kinders, du lacht mir dieses Bejögenkram aber. Tja, Cornelia, wir sind nun mal Professionelle. Und du bist ein bisschen Amateur. Lass dich nicht abholen, so saft. Da ist die weg, Frau Brückner. Und die Tür nicht so toballern, ne? Psst. Sie mucksch. Sieht schon, da hab ich nichts auf den Spaß an. Alle Achtung, du bist aber fix im Bengel, du. Viel Zeit hast du nie gehabt. Rede das Hus und klickst wieder raus mit das Geld. Alle Achtung, du. Wieso ich? Ich denk du. Ich? Anna, ich denk, morgen geist du in einen Makler hin und sagst, dass ich das Hus haben will. Augenblick mal. Wir müssen doch nur erst mal gut kriegen, wo Und denn hier ist das Geld für die Anzahlung. Eggy, Thomas! du? Das ist doch mein Geld, oder nicht? Du bist ein Genie, Eggy. Der ist uns all über. Ich find schon mal unweg, du. Yes, so, Asta Dördig Jahr. Auch für Dördig Jahr, wo sie kein anderer Utweg. Du kannst dir das Hus kaufen, du. Und kannst hier bleiben, wenn auch die Leben sind, du. Du auch, mein Jung. Und ich? Darf ich denn auch? Nicht, wenn du anders nichts zu tun hast, als Brot zu kloppen. Paul kümmert sich um Arbeitsdee, wie die Spedition. Nicht, Paul? Das tu ich. Nur hört mir mal gut, Tommy, Jungs. Solange ich weg bin, hätt Anna hier das Singen. Ist das klar? Sir. Ich glaub, gau noch die Spedition hin. Ja. Ja. So, nun war das aber Tiet. Ja. Leg dir auf Ohr und träum was Ja, Gutes. ist gut, Eggy. Ein, zwei durch, du. Du bist verwiss, was da oben da. Mag dir man kein sagen. Wenn noch mein Mützgen, wirklich lieber nach Helgoland schippern. Aber das Krankenhaus ist nun mal dicht dabei. Gute Nacht, Eggy. Gute Nacht. Tja, Anna,
Ich denk, du schaffst das mit den Jungs. Mit Fide ist sie kein Ärger. Fide ist pflegeleicht. Und Paul? Also ich glaub, du kannst mit dem Finger beginnen. Wilhelm, ich hab die nicht zu viel upsackt, mein Lüden. Allzu viel Knöpfe hast du ja nun auch nicht. Ich schaff das all. Hallo, Ecki. Geht das nicht gut hüt? Och, kann ich klagen. Ich will bloß für ein paar Tage im Krankenhaus. Ich bring sie hin, ja? Oh, das ist nett von sie. Habt zahlen's? Ja, Den Koffer dreh ich. das ist doch nicht nötig. Ja, nun mal kein fiese Matenten, ja? Hey, hat einfach keinen Respekt, diese Jungkerl von Doktor. Na. Tja, dann will ich mal. Ich komm sie besuchen. Ich danke dir, mein Lüden. Tschüss. Anna. Hey, hätt die das secht, nicht? Oh nee, das ist der Doktor. Aber das kriegt er noch von mir. Ja, ich komm. Ecki! Ach. Nee. Bitte nicht. Du kriegst Feldodon, mein Dern. Und dat Hus, dat vermog ich die. Einverstanden? Ich schrieb dat Dol. Und pass auf. Ob all mein Kinder.